Ich denke, wenn man darüber spricht, über Jugend und Arbeit, dann ist es ganz gut, auch einmal einen Schritt zurückzutreten und einmal zu reflektieren, wo junge Menschen überhaupt einmal damit konfrontiert werden, was Arbeit eigentlich ist. Das heißt, die fangen halt irgendwann einmal an zu arbeiten, haben aber natürlich vorher schon eine Vorstellung davon, was Arbeit sein kann, was Sinn und Nutzen von Arbeit ist und vor allem auch, welche Strategien anzuwenden sind, um in der Arbeit auch erfolgreich zu sein. Und da bietet sich die Castingshow als eine Metapher an. Also die schauen sehr viele Jugendliche, das ist ja bekannt, also Deutschland sucht den Superstar und auch die ganzen anderen Model-Ableger und die österreichischen Ableger sind alle total populär bei den Jugendlichen. Also es gibt wahrscheinlich auch unter ihnen wenige, die noch nie in Deutschland sucht den Superstar hineingeschaut haben. Das ist sowas, das kennt man. Und das ist eine Sendung bzw. ein Format, das den Jugendlichen so implizit ein relativ klares Bild davon vermittelt, wie sie im Berufsleben so zugehen, um das einmal salopp auszudrücken. Und zwar aus ganz unterschiedlichen Gründen. Und es ist wichtig zu sehen, dass diese Shows vielleicht so übertrieben und so over the top zum Teil auch sein mögen, dass sie für die Menschen trotzdem ein Orientierungsmuster darstellen. Ganz unabhängig davon, ob das jetzt im realen Leben tatsächlich so ist oder ob das anders funktioniert, ist ziemlich egal. Die jungen Leute bekommen ein Gefühl davon, welche Strategien sie einsetzen müssen, um in einer Erfolgsgesellschaft mithalten zu können. Also ich glaube, dass dieses Sprechen von einer Leistungsgesellschaft, dass das schon ein bisschen antiquiert ist, weil diese Castingshows, um das wieder an diesem Beispiel zu zeigen, keine Formate sind, wo es irgendwie um Leistung gehen würde. Wenn man jetzt einen eher konservativ-traditionellen Leistungsbegriff hat, wie dass man pünktlich ins Büro geht, dass man da brav seine Arbeit macht, dass man nicht die ganze Zeit auf Facebook herumsurft, sondern dass man halt dem Folge leistet, was der Chef von einem verlangt, sondern das Prinzip der Castingshow ist ein anderes und das möchte ich eben als erfolgsgesellschaftliches Prinzip beschreiben, als die Kernleistung dessen, was diese Shows ausmachen, relativ vernachlässigbar sind. Also in Deutschland sucht den Superstar, geht es ja bekanntlich nicht darum, dass der gewinnt, der am besten singt, sondern um das in den Worten des Doyens Dieter Bohlen auszudrücken, der das beste Gesamtpaket bildet. Das heißt, Jugendliche haben den Eindruck und es wird von ihnen verlangt, dass sie im Berufsleben nicht nur dazu in der Lage sind, eine Leistung in einem engeren, traditionelleren Sinne zu bringen, sondern vor allem auch, dass sie dazu befähigt sein müssen, diese Leistung irgendwie auch zu verkaufen. Und das ist ein Phänomen, das man ja nicht nur in der Wirtschaft sieht, sondern das ist bei uns in der Wissenschaft genau das Gleiche. Wir können die tollsten Studien machen, aber wenn wir mit denen nicht in den Medien präsent sind und diese Studien sozusagen auch nach außen hin kommunizieren und performativ verkaufen, dann werden wir bald niemanden mehr haben, der uns diese Studien finanziert. Also es ist eine Notwendigkeit geworden, dass man die Leistung, die Arbeit nicht einfach nur tut und bringt, sondern auch, dass man die entsprechend verkauft.